Heute sind wir mal im eigenen Ort unterwegs, und zwar in Winterlinge. Und da suchen wir jetzt die Kühlstellehöhle auf. Und hier am Wanderparkplatz vor der Kühlstellehöhle, da ist auch ein Informationsschild, das fotografiere ich euch nachher an. Und stelle es dann am Ende des Videos rein, so dass ihr es dann als Standbild lesen könnt, die ganze Infos, die da drauf standet. Jetzt sagen wir was dazu, wie man daher kommt. Und zwar fahren wir Winterlinge Richtung Bitz und nach ca. 2 Kilometer geht es links weg. Und wenn ich mich jetzt gerade richtig erinnern kann, steht da ein Schild an der Wanderparkplatz. Ich gucke aber nachher nochmal und im Notfall korrigiere es nachher mit dem Untertitel. Und dann fahren wir 300 Meter und dann biegen wir da hinten, guckt ihr, man sieht das, da unten ab. Ja, da genau. Das sind ungefähr 300 Meter, das sieht man. Also fahr den Weg rauf, rechts weg, da ist ein Schild an einem Wanderparkplatz. So, und jetzt laufen wir zu. Nach ein paar Minuten kommen wir bereits an diese Abzweigung und da steht da rechts ein Schild daheim. Da, ich zeige es nachher noch meine Aufnahme und da geht es rechts weg zu der Kühlstellenhöhlen. Links daheim, da seht ihr eine Albliege. Also wer jetzt nach der kurzen Strecke schon ausruhen will oder auf dem Rückweg, der kann sich gern hierher legen. Wobei bei der Winterlinger weiß man, sie haben gerade das Schild daheim entdeckt. Wir Winterlinger, wir haben ja Humor. Jetzt steht auf dem Schild daheim, leset selber. Alter, hau weg! Jetzt hätte ich nichts Gescheites zum Trinken mit dabei, was soll ich jetzt weghauen? Also gut, ich trinke Wasser, bei der Hitze ist ein Bier sowieso nicht gut, aber das ist der Humor. Alter, hau weg und dann legst du daheim nach und chillst dein Leben, sagen die Jungen heutzutage. Grillplatz Schelmenburg 1,4 Kilometer, Kühlstellenhöhlen 1,5 Kilometer. Das liegt ja alles beieinander. Jetzt laufen wir da mal rechts nach und dann gucken wir, wie lange wir brauchen. Nachdem man den Weg eine Weile gelaufen ist, dann kommen wir an diese Abzweigung und da steht wieder ein Schild und dann geht es da längs rauf. Kühlstellenhöhlen nur 600 Meter. Und zur Kontrolle guckt ihr da nach. Da unten sieht man die Verbindungsstraße von Winterlinge nach Bitz. Da darf man auch mit Sicherheit nicht reinfahren, weil es ein Waldweg ist, aber zur Orientierung. Bloß ein paar hundert Meter von unserem letzten Schild entfernt kommen wir an die Kreuzung. Und da laufen wir jetzt rechts. Da standen auch Schilder da. Und da steht jetzt zwar da, dass es dann aufgeht zu der Kühlstellehöhle. Aber, Moment mal, da steht Schelmenburg-Weg. Und da laufen wir jetzt einen auf, diesen Weg, diesen Anstieg hoch und dann kommen wir zur Schelmenburg. Schelmenburg ist ein Grillplatz und der ist direkt neben der Höhle. Schon sind wir da. Hinter uns direkt befindet sich die Schelmenburg, die Grillstelle, aber wir filmen jetzt die Hülbe und zwar aus dem ganz einfachen Grund. Zeige ich euch jetzt diese Schelmenburg nicht, weil da ein Haufen Leute sind zum Grillen. Und nach diesem neuen Datenschutzgesetz dürfen ja keine Leute mehr auf Bilder und Fotos veröffentlichen, das mit abgemahnt wird. Also kommen wir zurück zu dieser Hülbe. Die ist in einer alten Doline drin. Ich habe ja auch von diesem Schild da wieder ein Foto gemacht, wo ich nachher zum Schluss anhänge. Kurz nach der Hülbe, wo man weiterläuft, geht es da hin, ist ein Schild. Ich zeige es mal geschwind. Kühlstellehöhle. Kann man da hin, schon rechts weg. Das ist ein ganz kleiner, unscheinbarer Weg, den wir jetzt hinterher laufen. Da hinten ist auch ein kleines Holzbrickle, da laufen wir jetzt nach. Jetzt gehen wir über das Brickle. Das Brickle liegt richtig schön da hin. Fast schon märchenhaft. Über so einen kleinen Teich. Fina, du wartest. Schön, oder? Und da laufen wir jetzt drüber. Komm, Fina. Und wenn man dem Weg folgt, dann kommen wir automatisch zu den Höhlen. Und da ist ja auch schon die erste Höhle. Inzwischen auch mit der Infotafel. Die fotografiere ich jetzt auch mit an, weil sonst kommt ihr nachher gar nicht mehr vom Lesen weg. Wenn ihr da sind, haben die ja Zeit zum Lesen. Ich kriege das Bild, wie gesagt, vom Parkplatz als erstes für die erste Info. Und in die Höhle dürfen wir jetzt gleich rein. Achtung, wegen Steinschlaggefahr und zum Schutz der Fledermäuse ist es verboten, die Absperrung zu übersteigen. Und natürlich dürfen wir auch noch durchkriechen, gell? Also jetzt für die ganz Schlauen. dass ihr da unter durchkriegt, das ist verboten. Jetzt guckt ihr halt die Höhle eine Weile an. Da. Schön graus, he? Schön geräumig. Ja, gut, die Heizung war mit Sicherheit nicht die beste, aber schön. Und gleich neben der Höhle, bloß ein paar Meter weiter, geht es in die nächste Höhle rein. Die ist jetzt aber auch ganz so graus.
und ist frei zugänglich. Da kann man aber auch jetzt keinen großen Schaden errichten. Ja, die Kühlstellenhöhlen sollen ja 3 an der Zahl sein. Und jetzt suchen wir noch die dritte. Und die dritte Höhle ist mit Sicherheit auch nicht weit. So, wenn ich mich erinnern kann, ist die nämlich gleich neben da. Und da ist ja auch schon die dritte der Kühlstellenhöhlen. Die ist schön klein und schnuckelig. Guck da mal. Aha. Sieht man es da? Man sieht es gut. Da geht es links rein, da geht es rechts rein. Das war wahrscheinlich eine steinzeitliche Toilette. Links die Herren und rechts die Damen. So, hier schönes uriges Moos. So stellt man sich das vor. Kühlstellenhöhlen. Wieso heißt die Höhle jetzt Kühlstellenhöhlen? Das kommt von dem Wort Kuhstall, laut Internet und der Infotafel vorne am Parkplatz. Da haben die alten Wenderlinge ihre Kühe untergestellt. Also sozusagen die ersten Alp-Cowboys. Die waren mit Sicherheit nicht mit Pferde unterwegs, sondern zu Fuß, wie sie es gehört. Aber da können sich die Amis noch was verabschieden, weil hier gab es schon lange Cowboys. Schwäbische. Und wenn man so einen Rundumschwenk macht nochmal, vom Anfang von der ersten Höhle, das sieht doch wirklich verwunschen und traumhaft aus, oder? Wir waren auch mal zu einer Jahreszeit da, wo es eher neblig und kalt war. Oh, das wird ganz anders da, wie wenn hier Trolle wohnen täten, Feen. Das ist wirklich unser Winterlinger Mittelerde. Oh, da müssen wir doch wirklich zugehen. Das sieht hier wunderschön aus. Und ich kann mir vorstellen, dass unter dieser ersten Höhle, die hier gesperrt war, dass es da nochmal weitergeht. Und dass unter den Steinen noch viel, viel mehr versteckt ist. Ja, lasst einfach euer fantasiefreier Lauf. Und jetzt guckt, da Hahn ist schon wieder das Prickle. Und gleich da vorne kommen wir dann auch schon wieder auf den Weg. So, Fina, lauf zu, komm. Zulaufen, lauf zu, lauf zu. Die Fina hat ein wenig Angst immer, wenn sie über so Brücke laufen muss mit so Lücke drin, mit so Abstand. Aber die alte Dame ist mutig, gell, Fina? So, und hier ist so ein verwunschener Froschteich. Also ich kann mir vorstellen, dass man da den Froschkönig trifft. Bloß die Schelmerburg ist jetzt gerade so eine Burg, wo man unbedingt dran wohnen will. Also wenn ihr einen Frosch küssen wollt, macht sie in dem Teich. Das, was ihr nachher dafür kriegt, ist es nicht wert. So. Hier Brücke und hier wieder weg. Und da oben das Schild, jetzt laufen wir da mal rechts weiter. Und zwar da Stadtzwang über Rundwanderweg 3 Kilometer. Also bis nachher. Also ihr habt jetzt nicht lassen können, auf dem Rückweg doch auf diese tolle gemütliche Alpliege zum Liegen. Und die Caro macht das genauso und während ich hier in der Kamera arbeite, isst sie schon Äpfel. Den habe ich mir jetzt auch verdient, damit mein roter Äpfel, mein roter Schmelle mal wieder ein wenig Flüssigkeit kriege. Beiß jetzt herzhaft in den Äpfel da hinein und genieße die Ruhe von dieser Wald hier. Das ist doch traumhaft, oder? Ja, mit vollem Mund spricht man nicht. Deshalb halte ich jetzt mein Gosch und ist mein Äpfel. Selbst unser Fina weiß, wie man richtig chillt. Gell, Fina? Guck mal, Fina. Da, Kamera. Kamerahund. Okay, ja, sie lernt es noch, aber bei der nächsten Videoaufnahme ist der Hund echt Profi. Wir sind jetzt fertig mit unserer Rundwanderung zu der Kühlstellenhöhle bei Winterlinge. Ich bin mir sicher, selbst viele Einheimische kennen diese Höhle nicht. Und wenn ihr mal hierher kommt nach Winterlinge, bei so schönem warmen Wetter wie heute, und ihr besucht die Kühlstellenhöhle, dann könnt ihr euch abkühlen in unserem wunderschönen Naturfreibad in Winterlinge. Das ist wirklich sehenswert und auf jeden Fall immer mal ein Besuch wert. Hier oben ist wirklich eine schöne Natur. Es gibt da um Winterlinge herum vieles zum Sehen, viele Wanderwege. Hier oben ist einfach nur die Welt in Ordnung. Kommt einfach mal her und überzeugt euch davon. Also, bis zum nächsten Mal. Tschüss.